Willkommen zu einer neuen Episode vom Skorpion und Jungfrau Podcast. Ich bin Anita. Und ich bin Laura. In der heutigen Episode reden wir über das Buch Untamed von Glennon Doyle. Etwas, was ich letztes Mal vergessen habe zu sagen, übrigens, ist, dass wir nicht im gleichen Raum sind. Stimmt. Also wir es an der Audioqualität hören, aber wir nehmen das ganz professionell auf unseren jeweiligen Handys auf. Genau, auf jeden Fall übergebe ich dir, Laura, das Wort, weil du das Buch ausgewählt hast. Kannst du einfach kurz sagen, wie du auf das gekommen bist und so ein bisschen grob, was der Plot ist für die Leute, die nicht dazu gekommen sind, das Buch zu lesen oder noch nicht sicher sind, ob es etwas für sie ist. Ja, sehr gerne. Also mir ist das Buch empfohlen worden. Wie gesagt, letztes Mal schon ein bisschen, ist es autobiografisch, aber man kann es also auch sehr gut lesen, wenn man die Glennon Doyle nicht kennt. Also ich habe vorher sie nicht kennt und darum habe ich es gleich sehr gut gefunden. Aber Glennon Doyle ist eine amerikanische Aktivistin, Autorin, Mutter. Sie hat vor diesem Buch schon 2 andere veröffentlicht, die auch autobiografisch sind. Der Hauptteil ist eigentlich, dass sie sich in eine Frau verliebt und mit ihr eine neue Familie bildet, mit ihren Kindern, die sie von ihrem Ex-Mann hat und ja, quasi auch eine neue Identität für sich wie aufbaut. Und das ganze Buch ist auch ziemlich untamed aufgebaut, sage ich jetzt mal. Also es ist nicht ein klassischer Aufbau chronologisch, sondern sie hüpft wirklich von Geschichte zu Geschichte. Es können kleinere Sachen sein, grössere Storys, die sie einfach erzählt. Vielleicht kann ich schnell noch einen Satz zitieren, der hinten drauf steht, den ich noch gut finde, was ziemlich gut zusammenfasst. Und zwar steht dort, ist jetzt halt auf Englisch, aber ja. Untamed will liberate women emotionally, spiritually and physically. Und das finde ich fasst das sehr gut zusammen. Und es kommt natürlich auch darauf an, in welcher Lebenssituation man das Buch liest, ob einem das mehr anspricht oder weniger. Ich weiß nicht, ob du darauf reagieren. Nein, das ist gut, wir können so Okay, gut. Also, aber ich habe mir auch die Zitate angeschaut und ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, wo, was, wie. Aber ja, never mind. Wir können gut. Okay, und Anita und ich machen es so, dass wir uns Textpassagen haben ausgesucht vom Buch, die wir entweder sehr gut oder sehr schlecht oder irgendetwas zwischendurch finden und dass wir jetzt anhand von denen euch ein bisschen erzählen von diesem Buch und unsere Meinung dazu. Ich glaube, deine erste Stelle ist ja ganz am Anfang, also macht es vielleicht Sinn, wenn du anfängst. Und vielleicht grundsätzlich, dir hat ja das Buch mega gefallen, oder? Also, ja, sehr. 5 von 5 Sterne gegeben, oder? Unglaublich. Genau. Ich habe dem, also auf Goodreads, auf so einer App, wo man Bücher tracken kann, dort kann man nicht halbe Sterne geben, dann habe ich 3 Sterne gegeben, weil ich abrunde grundsätzlich. Und es ist doch schon alles meine... Nein. Ist das wegen deinem Sternzeichen, Anita? Es hat nicht mit dem Sternzeichen zu tun, das mal. Sondern es ist einfach, weißt du, wenn ein Buch zum Beispiel wirklich 5 Sterne hat, dann verdient es 5 Sterne, wie jetzt bei einem von 4,5 ist, wo die das nicht aufrunden, weißt du, so. Okay. Das ist ein bisschen speziell. Okay, auf jeden Fall habe ich dem eigentlich 3 Sterne offiziell gegeben, aber inoffiziell wäre es so ein bisschen eher 3,5. Einfach, dass ihr das euch ein bisschen vorstellen könnt. Genau. Das fangen wir doch mit der ersten Passage an. Ja. Vielleicht kannst du auch gerade sagen, auf welcher Seite das ist für die das Buch vor sich haben. Ja, es ist wirklich die allererste Geschichte. Und zwar auf... Ja, es hat nicht mal eine Seitenzahl. Einfach das erste Kapitel. Ich habe es auf Englisch gelesen, aber es geht um einen Zoobesuch, den Glennon und ihre Familie, also sprich eben ihre Frau und die 3 Kinder, machen. Und sie landen beim Gepardenkäfig. Und dort geht es darum, dass ein Zoomitarbeiter erklärt, dass der Gepard mit Hilfe von einem Labrador ist gezähmt wurde. Und was eigentlich in diesem Einstiegskapitel schon sehr gut zur Sprache kommt, ist einfach ihre Kunst, Bilder zu erzeugen beim Erzählen. Also einfach die Metaphern, die sie verwendet. Eben von einem Gepard, der eigentlich wild ist, bevor er gezähmt ist worden, der gar nichts anderes kennt als halt der Käfig, als das Daheim. Und sie tut das, also als Einstieg ist das natürlich sehr passend, weil es wieder darum geht, oder was von uns ist noch wild und was ist eigentlich durch die Gesellschaft halt verformt worden oder inwiefern sie unsere Wünsche, unsere Träume, das, was wir wollen, oder dann halt gleich das, was uns vorgelebt wird. Oder wie ich sagen würde, was ist ein soziales Konstrukt? Ja, genau. Völlig. Ja, die Stelle habe ich gut gefunden. Also, man muss vielleicht sagen... Super Buch. Im Voraus,
wo wir das besprochen haben, hast du ja gesagt, du hast gar keine kritische Passage gefunden. Doch, was mich ein bisschen beunruhigt, vielleicht wenn wir das kritische Lesen noch ein bisschen üben. Es ist nicht, dass ich negativ bin, aber ich finde zum Beispiel die Stelle habe ich auch gut beschrieben gefunden. Ich finde auch gut, wie sie dann beschreibt, oder der Gepard geht dann am Schluss von dieser Vorführung wieder zurück in den Käfig und tut quasi so sein Gebiet wie... Also, seine Haltung ändert sich. Seine Haltung ändert sich. Man hat wirklich so die Wildness, sieht man dem Tier wieder an. Oder? Und das eigentlich wie... Ja, dass so die Natur von diesem Tier halt nicht der Käfig ist. Und wir das vielleicht auch alle in uns haben, oder? So ein inneres Feuer. Für mich, wenn ich so etwas lese, ich verstehe, was der Sinn dahinter ist, aber ich würde das jetzt nie auf mein eigenes Leben beziehen. Ich würde eher sagen, schau mal, wie schrecklich eben die Zoos sind und so weiter. Und die sollten wir eigentlich verbieten. Und ich würde jetzt sagen, oh, wenn ich Hausfrau bin, dann fühle ich mich genauso wie der Gepard. Ich meine, sorry, wer haltest du dir? Also, weißt, ich habe gewusst, dass du so argumentierst. Ich bin in meinem Leben eingesperrt und so weiter, wie ich den Gepard gesehen. Ich würde eher sagen, das arme Tier, weißt du? Ja. Ich würde das gerade auf mich selber beziehen. Ich weiss auch nicht, das ist mir so ein bisschen... Aber weißt, ich meine, es spielt ja auch keine Rolle, weil du kannst ja irgendetwas sehen oder das Leiden von irgendeiner anderen Person, das kann dann irgendetwas in dir auslösen. Ja, die Stelle habe ich jetzt eigentlich auch gut gefunden, aber eben, ich habe das halt einfach mit aus einer anderen Sicht ausgelesen. Genau, deswegen ist es noch interessant. Ja, willst du das Nächste? Ja, auf jeden Fall. Seite 32, bitte. Das ist nach der Therapiesitzung, wo sie erfährt, dass ihr Ehemann sie eigentlich schon immer betrogen hat. Und das Problem für sie ist anscheinend, dass sie ja gerade ihr erstes Buch veröffentlicht hat. Und in dieser Stelle geht es die ganze Zeit darum, so, ja, eigentlich schon nervig, wenn eben die Charaktere in deinem Buch sich nicht so verhalten, wie sie sollten. Und dann sagt sie halt auf Seite 30 wegen I took control back with words, sentences, chapters and scripts. Und da geht es jetzt um das zweite Buch. Im zweiten Buch geht es darum, wie sie ihre Ehe gerettet hat, bla bla bla. Ja, also damals noch mit ihrem Mann. Mit ihrem Mann, ja, genau. Das ist noch wichtig zu wissen. I do not know if I live the next few years and then wrote about what happened or if I wrote the next few years and then made it all happen. It didn't matter. What mattered was that at the end of the blur of time I had myself a dark love story, a drama of betrayal and forgiveness, pain and redemption, brokenness and healing, in book form and family form. Checkmate life. Und vorher ist noch gestanden, this was my story and my family and I will decide how it ended. I take this... ich muss es zensieren. I'd been handed and I'd spin it into gold. Das heisst, ich verstehe das schon so, making Lemonade of Lemons in dem Sinn. Das verstehe ich auch, aber beim Lesen von dem ganzen Buch habe ich mich aber die ganze Zeit das Gefühl gehabt, es ist nicht so authentisch. Aber ich kenne ihre anderen Bücher nicht. Aber da bekommst du einfach so das Feeling von wegen, ja, das ist jetzt die Möglichkeit für sie, einfach nochmal ein Buch zu schreiben. Klar, es kann auch sein, dass sie ihr Leben so verarbeitet, indem sie schreibt, aber das bringt einfach ein bisschen den Punkt auf, jetzt auch in diesem Buch, um was geht es eigentlich genau? Geht es einfach darum, jetzt hat sie eine gute Story, dass sie sich in eine Frau verliebt hat und alles. Ich meine, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, ich finde es mega mutig von ihr, dass sie sich dazu entschieden hat, sich scheiden zu lassen und mit ihrer jetzigen Frau zusammenzukommen, etc. Das ist sicher, also ja, nicht einfach gewesen und alles, was sie erlebt hat, ist auch nicht einfach gewesen. Aber bei so Stellen denke ich mir immer so, ja, was ist jetzt wirklich das Ziel von diesem Buch? Ich verstehe es, als ich es nochmal gelesen habe, wo du hast gesagt, du hast die Stelle ausgewählt, habe ich auch müssen sagen, das ist irgendwie komisch. Also da stimme ich dir sogar zu. Das von nicht authentisch, also es ist wirklich eines der authentischsten Bücher, die ich auch je habe gelesen und vielleicht auch gerade... Warte auf die nächste Stelle. Nein, Spaß. Und vielleicht auch gerade, weil halt, also weißt, sie hätte ja jetzt wieder so anders können schreiben, aber sie hat es halt in dem Moment so gefühlt. Und ist es nicht auch ein bisschen ein Zeichen, dass es wie nicht, halt auch nicht passt, es hat halt einfach nicht mehr gepasst, wenn dein Mann dir sagt, schau, ich betrüge dich und du denkst schnell schon an dein Buch. Also weißt du, wie ich meine? Das ist doch irgendwie, das ist doch von ihrer Seite, hat es doch auch schon nicht mehr gestimmt. Die Reaktion finde ich mega komisch, aber so das, ja, aber wenigstens kann ich jetzt Geld aus dem schlagen. Das ist für mich einfach so ein bisschen so übergekommen. Ja, es ist jetzt ein bisschen harsch, das so zu interpretieren, aber ich sehe die Punkt schon, ja. Das nächste wäre das Knowing, also Seite 59. Und zwar Knowing kann man, glaube ich, so übersetzen wie irgendwie die eigene Intuition, eigene Weisheit. Und eigentlich geht es in diesem Teil so ein bisschen darum, dass man ja für sehr viele Entscheidungen, die man im Leben trifft, Ratschläge einholt oder irgendwie so wie
seine Kollegen fragt, seine Familie, sein Chef, wie findest du das? Oder? Und eigentlich, also es gibt auch ein Zitat im Buch, wo sie sagt, I have stopped asking people for directions to places they have never been. Also du weißt halt wie am besten schlussendlich, was für dich gut ist. Und das dünkt mich noch, das dünkt mich eine spannende Sichtweise, weil eben man sehr viel auch, gerade wenn man vielleicht, ich denke auch in ihrer Situation, oder sie hat sich in eine Frau verliebt und weiss jetzt nicht, soll meine Familie verlassen. Und sie hat ja eine Therapeutin gehabt, die gesagt hat, das sei nicht echte Gefühle. Oder? Und sie hat dann gleich auf das gehört, was sie will, und schlussendlich it worked out so far. Also von dem her, ja, das stimmt. Einfach so wie auf sich zu hören. Es klingt so simpel und gleich, wir leben sehr oft nicht nach dem. Das ist bei mir auch so. Ich frage immer alles so nach dem Ratschlag und dann mache ich genau das andere, was mir die Leute sagen. Schlussendlich bist du die einzige Person, die mit gutem Gewissen Entscheidungen treffen kann, denke ich. Ja, absolut. Und meistens ist die Antwort eigentlich schon immer vor dir gewesen, aber du hast es einfach nicht zugelassen. Ja, genau. Das heisst ja nicht, dass man nicht so sich irgendwie eben Tipps holen oder was auch immer, aber dann eben schlussendlich ich denke, dass man eigentlich ziemlich genau und schnell weiss, was für einen der Weg ist. Wollte ich sonst gerade weitermachen? Es ist halt jetzt chronologisch, ich kann auch positive Stellen, nur dass ich es wissen, das ist jetzt nicht alles negativ. Ja, du hast das vor allem jetzt so positiv bewertet. Ja, klar, einfach die ich ausgesucht habe. Ich meine, ich habe dem Buch beziehungsweise 3,5 Sterne gegeben. Also für die Art von Büchern, das ist jetzt eigentlich noch okay. Die nächste Stelle, die ich habe, Seite 143, wo wir bei authentisch sind und was mich stört. In diesem Kapitel geht es darum, dass sie so eine Reality-TV-Show anschaut, wo der eine so einfach in den Wald, ich weiß nicht, ob es eine Art Dschungelcamp ist oder was auch immer. Ja. Und sie sieht dann einfach die Kamera so in verfolgen, wie er irgendwie verwirrt ist und irgendwie nichts zu essen hat und bla bla. Und ob ihr es glaubt oder nicht, anscheinend kann sie nicht zwischen Reality-TV-Show und das wahre Leben unterscheiden. Und ich habe einfach so gemeint, wie sie sagt so, ihre Frau findet sie dann so vor dem Fernsehen so voll schockiert und durstig und am Verhungern, weil sie irgendwie nicht in der Lage ist, aufzustehen, etwas zu essen und zu trinken, weil sie sich so voll in das eingelebt hat und muss ihr dann so erklären, okay, babe, remember what we talked about, how reality TV works is, if you are seeing it here, there has to be a camera crew there, which means there's also likely a protein bar available. He is definitely going to be okay, honey. Du weißt, The Office ist eine meiner Lieblingsserien. Die eine Szene, ich habe dir auch schon geschickt, das Boy, have you lost your mind? I'll help you find it. Weißt du die Szene? Und das ist mir einfach so in den Sinn gekommen, das kann einfach nicht sein. Und etwas vom Unsympathischsten, was jemand je kann sagen, ist ganz oben 144. My superpower is empathy. Warum? Leute, die für sich selber, und das hat sie mehrmals im Buch gesagt, wie empathisch sie ist. Sie ist so empathisch, sie kann so mitfühlen. Red Flag für mich persönlich. Okay. Weil meistens ist es nicht so, vor allem, wenn sie so empathisch ist. Wieso hat sie denn 183 unbeantwortete SMS? Das hat nichts mit Empathie zu tun, Anita. Empathie ist sich reinfühlen, mitfühlen und nichts mit... Du kannst dich nicht das einfühlen, dass dir jemand schreibt und von dir eine Antwort will. Du siehst eine fremde Person im Fernsehen und fühlst dich so empathisch, dass der Arm jetzt allein im Wald ist und du kannst nicht zwischen Fernsehen und Realität unterscheiden. Also es tut mir leid, aber das ist einfach... Okay, I get it. Aber sie ist halt wirklich, sie hat keine Boundaries. Sie ist ja auch mega so high, ich weiss nicht, hochsensibel, würde man dem auch sagen und so. Also weißt, du kannst das jetzt vielleicht schon nicht also ich kann es auch nicht mega nachvollziehen. Aber ich bin eine mega emotionale Person. Ich bin wegen der Tier vegan. Ja, aber stell dir mal vor, aber das hast ja du vielleicht ähnlich, wenn du ein Doku siehst über Tiere, die irgendwie leiden müssen oder so. Also, weißt, aber die leiden wirklich. Der andere ist eine Reality-Show. Das Argument. Der Vergleich wäre, ich schaue irgendwie «Findet Nemo» und ich bin dann so «Oh mein Gott, er findet sein Kind nicht». Weißt du, was ich meine? Und dann bin ich voll aufgelöst und frage meine Mutter so «Aber findet er Nemo?» Oh Gott. Das ist der Vergleich. Also weißt
Es kann gut sein, dass sie so krass empathisch ist. Schau, aber ich kenne sie nicht persönlich. Ja, also aber es ist für mich einfach so der zweite Red Flag, wo ich mich so gefragt habe, ist das wirklich authentisch? Ich habe auch das Gefühl, es ist schon sehr dramaturgisch schon durchgetaktet. Ich meine schon nur den Teil, wo sie halt ihre Frau trifft und dann hat sie so voll «there she is» und so. Das ist schon ein bisschen übertrieben, weißt? Dort kommt dann so ein bisschen das American-Ding vor, denkt es mir. Halt so ein bisschen übertrieben und so. Ja, also weißt du, ich sehe den Punkt, ist jetzt vielleicht schon ein bisschen... Aber es geht ja um einen Touch-Tree, Anita. Es geht ja nicht um den Survivor-Man. Ist mir egal, was die Metapher dahinter ist. Nein, aber das ist ja nicht der Kerngehalt von diesem Kapitel. Ist ja einfach, du brauchst wie einen Platz. Wenn in deinem Leben alles durcheinander ist, dann brauchst du einfach so einen Baum oder eben irgendeinen Ort, wo du kannst zurückkehren kannst, wo dir Sicherheit gibt, am gescheitsten eben nicht außerhalb von dir, sondern irgendwie innerhalb von dir. Und das ist ja dann wie, es ist halt komisch aufgebaut. Aber und du brauchst eine Person, die dir sagt, was real ist und was nicht. Also... auch die Glennon braucht es. Weißt, ich will es jetzt auch nicht zu fest auseinander, weil ich bin eigentlich eine nette Person, ob ihr es glaubt oder nicht. Du sagst, vielleicht ist es einfach auch etwas kulturell, so halt, vielleicht, als ein Amerikaner eher so. Und weißt du pickst halt schon, so wie den Rahmen raus und nicht eben die Kernaussagen. Ich bin zum Teil mit dem auch, also es hat mich vielleicht auch irritiert, aber mir hat halt sonst das Buch so geflasht, dass mich das dann nicht so gestört hat. Also darum, ja. Auf jeden Fall, ich sehe das eben, ich bin eher jemand, der kritisch liest. Aber, nicht. Wirklich nicht. Also, nicht naiv, aber einfach irgendwie, keine Ahnung, mich stört das nicht. Ich bin vielleicht nicht so heikel. Die Kernaussagen, mit der bin ich ja auch einverstanden. Es sind einfach so die einzelnen Sachen, wo ich mich einfach frage, was das soll, verstehst du? Und vielleicht ist das kritisch, aber so bin ich halt. Was mir auch ist aufgefallen, dass in Amerika im Moment so middle-aged women, zum Beispiel Liz Gilbert, Michelle Obama, Brené Brown, weiss ich nicht, ob du kennst, die schreiben jetzt auch so Bücher, oder? Und das ist schon ein kleiner Trend, oder? Irgendwie so weisse amerikanische Frauen so im mittleren Alter, die jetzt wie finden, so, jetzt muss ich mein Leben erzählen. Ausser Michelle Obama natürlich. Stimmt, aber halt auch wie sagt man, vom sozialen Status oder ähnlich. Du bringst mich eben auch jetzt schon auf meinen zentralen Kritikpunkt eigentlich. Ich habe irgendwie nicht ganz verstanden, was der Sinn ist. Wenn ich dich jetzt fragen würde, eben in diesem Buch, was ist gestanden, aber du lernst, wie du deinen eigenen Weg gehst, bla bla, und eben so konkret nachher dich fragst, okay, was sind genau die einzelnen Schritte, die sie mir jetzt gesagt hat, die ich machen muss, oder was sind die Punkte, die ich machen muss. Zum Teil ist bei Self-Help-Büchern, habe ich so das Gefühl, sie geben dir ein bisschen etwas, oder ganz viel Motivation und so weiter, aber es geht halt immer darum, dass sie noch mehr Bücher schreiben können. Das ist ein guter Punkt. Aber es ist schon ein untypisches so Life-Coach-Buch, muss man schon sagen. Also, weil solche Bücher kann ich darum auch nicht... Also weißt du, die nerven mich, wenn es wie zu offensichtlich ist, dann finde ich dann das ist anstrengend. Aber ich finde, sie hat es halt recht cool auch in so kleinere Geschichten verpackt, oder? Und so, ja, es sind so Ausschnitte. Ja, ich meine, sie kann auch gut schreiben. Sehr. Kann man nicht sagen. Ja. Das ist auch etwas anderes als, ich habe jetzt eine Midlife-Crisis gehabt. Das ist halt auch etwas anderes als jetzt eben so 0815 Geschichte. Jetzt passt vielleicht mein Nächstes noch dazu. Also ich habe mir auch notiert, in diesem Buch geht es eigentlich sehr viel auch um Schmerz. Und wie geht eine Gesellschaft mit Schmerz um, sei es seelisch oder auch kulturell. Und ich finde die Szene sehr schön, wo sich ihre Schwester sich scheiden und wohnt dann ein paar Wochen bei Glennon daheim im Keller. Und sie sagt dann, aber die Schwester, die sind heartbroken und was auch immer, und sie hört sie ab und zu einfach im Keller rennen, also heulen. Und sie hat dann reingehen, aber hat dann gemerkt, so, nein, irgendwie so, ihre Schwester ist in diesem Keller und es ist so, der Keller ist so gefüllt von ihrem Schmerz. Und sie hat dann so die Metapher, eben, sie ist dann wie vor die Kellertür gehockt und hat halt wie mit ihr den Schmerz wie ausgesessen, aber sie hat quasi in ihrem Lebenskummer keinen Platz gehabt. Und ich finde es ein sehr schönes Bild, auch hier wieder von, auch Schmerz wie aushalten. Oder, ich meine, sie war jemand, wo sich hat, wie sagt man, sie hat sich wie betäubt, oder? Sie hat es wie nicht zugelassen. Sie hat Magersucht gehabt, sie war alkoholsüchtig. Also so Gefühl zulassen, Schmerz, das war für sie immer sehr schwierig gewesen. Und das musst du ja wie auch wieder lernen, oder? Das ist schon etwas, es sind nur Symptome, so Süchte. Das Problem ist eigentlich mehr so, wie gehe ich mit schwierigen Situationen um. Und so dieser Aspekt hat mich im Fall schon noch recht
auch gerade in einem amerikanischen Umfeld, wo immer alles sehr oberflächlich und alle sind happy. Und eben das, ich habe das Gefühl, bei uns ist das auch ein Problem, aber weniger. Was sie erreicht hat, ist halt auch bemerkenswert. Es hört auch nicht jeder auf zu trinken, nur weil man erfährt, dass man schwanger ist. Leider das nicht. Das sehr schief rauskommen. Leider nicht. Ja. Eben, also von dem her finde ich es wirklich toll, was sie erreicht hat. Das sage ich jetzt auch gar nicht, weißt, dass man jetzt mich da nicht falsch versteht. Für mich hat es auch etwas im Sinne von, zum Teil muss man einfach auch allein sein und das bewältigen. Und es kann dir niemand wie helfen. Also, ich meine, sie hätte jetzt auch können klopfen und fragen, ob alles okay ist und irgendwie probieren, da zu helfen. Aber schlussendlich musst du wie auch selber entweder andere um Hilfe bitten, oder? Ja. Oder halt das verarbeiten. Ja. Willst du noch die Rassismusstelle noch? Aber es ist nicht das, was du denkst, was ich sage. Aha, okay. Oh Gott. Plot Twist. Seite 213. Ja. Dort geht es darum, Glennon, die mega empathische Glennon, ist natürlich auch sehr schockiert gewesen, als sie realisiert hat, wie strukturell der Rassismus in den USA ist. Und zwar, nein, das muss man schon sagen, ich finde das noch gut, wenn Leute das herausfinden und so, weil viele leben ja so in ihrer Bubble und haben das Gefühl, es gibt keinen Rassismus mehr und was auch immer. Also von dem her ist jede Person, die checkt, dass es nicht der Fall ist, schon mal auf meiner guten Seite. Und sie wird dann so involviert in ein Projekt und leider funktioniert das nicht so, wie sie gedacht hat, weil zwar hat sie jetzt nicht irgendwie so die führende Rolle übernehmen als weisse Frau, das ist nicht klar, das wäre jetzt natürlich mega unsensibel gewesen. Aber sie war gleich auch in dem Panel und hat mit so einer anderen Frau so einen Workshop oder so. Ja, sie hat einen rechten Storm bekommen, gell, wegen dem. Genau, ja. Du kannst sagen, einerseits gut, aber erzählt sie, wie sie checkt, dass Rassismus so, strukturell ist etc. Und dann erklärt sie halt eben, dass sie, wie du sagst, dass sie kritisiert wurde, dass sie das mitgemacht hat. Eben, dass viele den Fehler machen, viele weisse Leute, dass sie sich ins Zentrum stellen, im Sinne von, oh, wow, das ist so schlimm, ich habe das erst gerade herausgefunden, bla bla und so weiter. Aber jetzt können wir auch sagen, in diesem Kapitel stellt sie sich auch wieder ins Zentrum und muss jetzt unbedingt erzählen, dass sie das ja gar nicht so gemeint hat, wie das nachher rausgekommen ist und für was sie kritisiert wurde ist und dass sie es eigentlich alles gut gemeint hat. Und das ist wieder so ein bisschen typisch eben das, was dann Leute eben machen, wenn sie so etwas tappen, wo halt, ich will jetzt sagen, ein Fauxpas war, aber dass man dann wie wieder nochmal das muss erwähnen, ja, aber ich habe es nicht böse gemeint, was ein natürlicher Reflex ist. Aber es stellt sich halt dann wieder die Frage, wieso muss man das nochmal erwähnt haben? Stimme ich dir im Fall voll zu, ja. Weil das ist dann wieder das eigentliche Problem, was sie ja initial haben kritisiert. Macht sie nochmal. Ich glaube, ich habe eine Stelle vergessen. Ja. Du hast 4 gehabt, ja, oder? ich habe noch die Island. Die letzten 2 sind gut. Okay. Soll ich noch schnell meins sagen? Dann machen wir noch die. Also, genau, es gibt wie noch eine Metapher, eine weitere Metapher. Ihr merkt, ich bin sehr Fan von bildlicher Sprache. Nein, und zwar geht es darum, dass sie sie und ihre Frau frisch zusammen sind und das ist für alle noch ein bisschen speziell. Für die Kinder ist es schwierig oder wie Trennungen sind schwierig für die Kinder und dann vielleicht noch eine neue Mutter, quasi Mutter ist lesbisch, was immer einfach alles ein bisschen schwierig. Und ihre Mutter hat am Anfang auch Mühe gehabt mit dem. Und sie erzählt dann, dass sie ein Telefongespräch geführt haben, wo sie dann ihrer Mutter hat gesagt, schau, du kannst nicht vorbeikommen, weil du hast Angst. Man merkt dir an, du bist unsicher, was im Moment passiert mit deiner Tochter und wenn du die Angst zu unserer Insel, also in unsere Familie bringst, dann bringst du meine Kinder durcheinander, oder? Und das finde ich echt mega, also ja, so ein kleiner Eye-Opener, so alle. Es muss nicht all Verständnis für dich haben, du musst nicht, wie soll ich das erklären? Wenn es Leute nicht gut meinen mit dir, du musst nicht immer rechtfertigen, du kannst einfach auch mal sagen, schau, du kommst jetzt hier einfach nicht rein. Und es hat ein anderes Zitat in diesem Buch, das ich eben auch sehr gut finde, und zwar, dass man erst eigentlich eine gute Mutter ist oder zur Mutter wird, wenn man aufhört, Tochter zu sein. Und das geht für mich das rein. Also das finde ich auch recht stark, oder? Weil das ist sicher herausfordernd. Am Anfang, das kann man auf andere Situationen beziehen. Und dort einfach auch mal wie sagen, stopp, nein, du kommst jetzt einfach noch nicht
in unser Umfeld, weil das für alle schwierig ist und du musst deine Angst nicht mitbringen. Das ist wie deine Verantwortung. Ja, ich habe die Stelle auch gut gefunden. Das ist auch wirklich so ein bisschen Erinnerung, aber dass man da mal Nein sagen oder da mal auch sich Zeit lassen und um eine Entscheidung zu treffen. Ich habe noch 2 positive Stellen. Ich habe das vielleicht ein bisschen anders einbauen, aber irgendwie. Und zwar 163. Also eigentlich schon vorher in dem Kapitel ist es so darum gegangen, wie sie halt sie hat ja 2 Töchter und einen Sohn. Ja. Also der Sohn ist das erste Kind. Am Anfang geht es darum, wie sie sich Mühe gegeben hat, ihre Töchter quasi feministisch aufzuziehen und ihnen immer zu sagen, ja, Frauen können alles, Frauen können auch CEOs sein, Frauen können das und das und eben, also dass sie nicht in so die Rolle gedrängt werden und was auch immer. Und dann hat sie so mal die Realisation gehabt, dass sie eigentlich auch mit ihrem Sohn über so Sachen hat sollen reden. Sie hat einfach so im Fernsehen so gesehen, eben irgendwie einen Amokläufer in einer Highschool, weil ja ein Mädchen halt nicht auf seine Avancen eingegangen ist. Oder all mögliche so... so Toxic Masculinity halt, oder? Also, ja. Ja, oder auch ein Bub, der sich erhängt hat, weil er gemobbt wurde in der Schule. Alles so Sachen. Und irgendwo in einem anderen Kapitel geht es auch darum, also, wo ein Kollege ihr erzählt, er heult, also ein erwachsener Mann, irgendwie, er heult nur im Bad und für seine Frau ist es auch ein bisschen unangenehm, wenn sie sieht, dass er heult und so. Dann muss ich dann auch fragen, so, wieso ist das so, dass Männer nicht Schwächen zeigen können, etc. Da hat es eigentlich eine gute Realisation. Boys are in cages too. Aber auf deine Geparden-Metapher zurückzukommen. Genau, und das finde ich eigentlich ein sehr wichtiges Thema. Das spielt auch ein bisschen wieder auf das ein, von wegen wir Frauen. Uns wird immer die ganze Zeit gesagt, du darfst ja nicht das und das machen, pass auf, wenn du heimlaufst, dass du das und das machst für den Fall. Und also wir werden auch so ein bisschen darauf trainiert, um uns zu verteidigen und um immer vorsichtig zu sein und so weiter. Aber was bringt mir den Männern bei? Und es tut mir leid, dass ich dann nicht so gender-inclusive rede, aber ihr wisst, was ich meine, wenn man jetzt vom Binären ausgeht. Und ich finde das eigentlich noch ein guter Punkt, wieso tun wir nicht alle Menschen auf so Sachen sensibilisieren. Es geht nicht nur darum, dass wir Frauen lernen, also so ein bisschen empowered werden und wissen, dass wir alles erreichen können. Es geht auch darum, einerseits, dass Männer das auch so sehen und dass sie wissen, dass sie auch eine andere Rolle einnehmen können als das typisch Männliche, das ihnen vorgelebt wird und weil sie eigentlich auch in eine Schublade gesteckt werden. Und das finde ich eigentlich ein sehr guter Punkt, den sie da erwähnt. Ja, ich finde es so schön, die Szene, ich weiß nicht, ob es im gleichen Kapitel ist, wo sie mit ihrem Gil und seinen Freunden heimfährt im Auto und sie fragt sie dann so Sachen wie, welches Kind ist irgendwie unbeliebt in der Klasse, halt so ein bisschen emotionale Themen auch anspricht. Und das finde ich eben mit so kleinen Übungen, weil es stimmt schon, man muss die Buben dort mitnehmen, weil sonst sind sie irgendwann einfach lost. Nein, eben so das Emotionale, ich finde das auch krass, aber bei diesem Beispiel von ihnen, also sie ist ja mit beiden befreundet, mit dem Ehepärli, wo sie nachher so die Frau fragt, so, stimmt das, dass es dir unangenehm ist, wenn du siehst, dass dein Mann heult? Ja! Und dann sagt sie so, ja, das ist krass. Ich weiß, was du sagst, aber ich weiß nicht, unterbewusst hat sie wahrscheinlich auch eben die Meinung, dass Männer nicht heulen. Ja! Und ich meine, sie ist mit dem verheiratet, sie liebt und alles, aber irgendwie macht sie einfach, es ist für sie unangenehm, wenn sie sieht, dass ihr Mann heult. Weil es für sie, aber ich meine, es haben viele das Gefühl, dass Männer stark sein und kein Gefühl zulassen und so weiter. Und von dem her finde ich das eigentlich ein guter Diskussionspunkt. Und jetzt kommt noch Religion am Schluss. Genau, Seite 250. Ihre Einstellung zu der Kirche als Institution, die ich teile. Und zwar, also grundsätzlich geht es eigentlich darum, also im Sinne von, eben, dass wir selber eine Beziehung zu Gott haben. Also ich lese mal kurz vor. Often the internal voice telling us who God is and what God approves of is not God. It's our indoctrination. It's an echo of the voice of a teacher, a parent, a preacher, someone who has claimed to represent God to us. Many of those people have been well-meaning and others have only sought to control us. Either way,
Not a single one of them has been God's appointed spokesperson. Not a single one of them has more God in her than you do. There is no church that owns God. There is no religion that owns God. There are no gatekeepers. None of this is that easy. There is no outsourcing your faith. There's just you and God. Also ich bin nicht die erste Person, die das sagt, aber wenn Leute wirklich die Bibel lesen würden, würden sie aus der Kirche austreten. Das ist jetzt ein bold Statement von mir. Aber es ist es gibt auch positive Kirchen. Das ist auch etwas, wo Leute sich auch ein bisschen bewusst sein müssen, dass man darf und sollte auch Kirchen als Institution kritisieren. Ja. Das heisst nicht, dass man dann ungläubig ist. Ich denke, das ist aber ein guter Punkt, weil das ist das, was du glaubst und was deine Beziehung zu dem ist. Oder ich meine jetzt, wenn man jetzt irgendwie etwas anderes Spirituelles oder so glaubt, niemand anders kann dir vorschreiben, wie du das ausleben. Ja, da sind wir wieder beim Inner Knowing. Ich hätte jetzt gleich noch eine Schlussfrage, obwohl wir schon überzogen haben. Hast du das Gefühl, dass Menschen oder dass unsere Wünsche jemals komplett ungezähmt sein können, oder hat unser Umfeld und Gesellschaft doch immer einen Einfluss, wie wir unser Leben führen, auch wenn wir uns bemühen, nach unseren persönlichen Vorstellungen zu handeln? Also wenn du die soziale Konstruktion der Wirklichkeit gelesen hättest, mein Lieblingsbuch, dann... Dürfen wir jetzt das nicht fragen? Nein, es ist, aber wegen dem finde ich das Buch aber so gut, weil es zeigt dir halt einfach, wie institutionalisiert alles eben ist. Und auf deine Frage zu antworten, nein. Du kannst dir das auch gar nicht überlegen. Jede Entscheidung, die du triffst, wenn du jetzt überlegst, ist das jetzt mein freier Wille? Oder gibt es dann gleich etwas dahinter, was mich dazu gebracht hat? Wir tun wie so einen Conspiracy-Podcast. Ja, wirklich. Nein, das ist eigentlich ein philosophisches Thema, oder? Ja, ich meine, gibt es einen freien Willen? Ja, es ist genau das. Wow, wo ist mein Kant? Ich hätte jetzt gesagt, nein. Weil du hast gleich immer Restriktionen, allein schon, weißt du, auch Tatsachen, jetzt komme ich mit Lohnarbeit im System vom Kapitalismus. Aber weißt du, nein, jetzt ist er weg, ich hatte so einen guten Gedanken gehabt. Warte, kommt er schon wieder. Genau, eine Gesellschaft würde ja auch nicht funktionieren, wenn es komplett untamed wäre. Weißt du, wie ich meine? Wenn jeder drauf gibt. Von dem her, vielleicht ist ja ein Mittelweg einfach auch ein bisschen, also weißt, wie sich immer gut fragen, warum mache ich jetzt das, aber halt wie auch akzeptieren, dass wir uns ja in ein System müssen einbetten müssen, für das die Gesellschaft irgendwo funktioniert. Und wir halt alle auch ein bisschen tamed sind in gewissen Weisen und dass das okay ist. Auf jeden Fall. Das ist so ein Meme, das mir in den Sinn kommt. Verhalten sie sich anders als die Norm, wie sie das sind, oder nur damit sie sich anders als die Norm verhalten? Weißt du, was ich meine? Ja. Und schlussendlich gibt es kein Entkommen, wenn du so überlegst. Jetzt kommt noch meine Überraschung von dir. Deine Überraschung, genau wie wir es machen, ist, ich wähle jetzt ein Buch aus, das wir lesen. Ich habe mega Mühe, kein Buch auszuwählen, weil ich habe ungefähr 5 oder so schon im Kopf. Ich habe mich für ein deutsches Buch entschieden. Und zwar heisst es, Trommelwirbel bitte, Herkunft. Vom Sascha Stanisic. Willst du noch schnell sagen, um was es geht? Es ist ein teilweise autobiografischer Roman, also gewisse Sachen sind gleich erfunden. Der Autor ist aus Bosnien, aus Visegrad. Also wegen dem Bosnienkrieg sind seine Eltern mit ihm dann 1992 nach Deutschland geflüchtet. Ja, er ist dann dort in die Schule und so weiter. Und es ist halt eben so ein bisschen sein Leben und halt seine Eindrücke. Und es spielt zum Teil auch in Bosnien und anscheinend, aber ich habe es halt noch nicht gelesen, ist der Schreibstil auch interessant. Also anscheinend im zweiten Teil experimentiert er dann irgendwie, keine Ahnung. Also anscheinend sollte es noch interessant sein zum Lesen. Gut. Ja, hey, the baby is born. Jo, die erste richtige Folge, genau, haben wir jetzt gehört. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Ihr findet uns auf Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, YouTube. Wir wären euch sehr dankbar, wenn ihr uns bewerten könntet. 5 Sterne am besten. Und bitte aufrunden, nicht wie Anita abrunden. Genau. Ihr könnt auch Kommentare hinterlassen, wo das möglich ist. Wir sind euch da sehr dankbar für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß beim Lesen.